Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit einem neuen Projekt. Und zwar, wie ihr im Titel schon erkennen könnt, ist das hier Let's Read. Ausnahmsweise mal nicht pelzig, das was ich vorlese werde. Aber wenn ich schon eine Intro gebe, dann kann ich das natürlich auch weiter hier pelzig halten. Ja, Let's Read, wie kommt es auf? Mir kam der Gedanke, weil ich ganz gern bei Let's Plays die Sache vorlese. Du übersetze ich aber halt meistens von Hochdeutsch ins Pelzige. Und da ich unglaublich gern lese und unglaublich auch gern Literatur schmöker, habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich auf meinem Kanal eine neue Rubrik einführen würde, die sich halt Let's Read nennt. Da ich aber viele Texte gern lesen würde, die unter Copyright stehen und ich mich somit strafbar machen würde, zwecks Urheberrechte und so weiter, wollte ich das Ganze auf eine andere Ebene bringen. Und zwar gibt es so viele Leute, die einfach so schreiben und die so auch gute Texte schreiben, dass ich mir gedacht habe, ich liefere den Leuten auf meinem Kanal eine Plattform und somit auch ein Medium, dass diese Leute ihr Texte auch mal vertonen lassen könnten. Wer will, der darf selbstverständlich gern hier sich zu Wort melden und sagen, hey Yankee, das macht mir richtig Spaß, dir zuzuhören und ich würde gerne einen Text zusenden. An der Stelle sollte ich natürlich erwähnen, dass ich das für selbstverständlich halte, dass keine politisch extreme Texte, keine sexuell anstößige Texte oder generell geschmacklose Texte vorgelegt werden sollten. Ich persönlich würde ganz gern Fantasy und dystopische Texte vorlesen, da das auch so meine bevorzugte Literatur ist. Wer will, kann mir selbstverständlich gern Romane, Kurzgeschichte und Gedichte zusenden, damit ich die für euch vorlese. Das Ganze wird immer mit so einem leichten Kaminknistern im Hintergrund begleitet, damit das Ganze auch so ein bisschen noch Märchenstunde klingt. Und wenn ihr ein Cover für euer Texte parat habt, dann sendet mir die bitte auch gern zu. Die werde ich dann als Hintergrundbild nehmen. Ansonsten würde ich möglicherweise passende Bilder mir entweder raussuchen und natürlich auch noch dazu schreibe, zu wem das gehört, die Bilder, damit ich da auch keine Copyright-Streitigkeiten unterlege bin. Oder wir halten das einfach nur mit knisterndem Kamin als GIF und somit als Hintergrundbild fest. Das ist dann immer von Fall zu Fall unterschiedlich, je nachdem wie ihr es haben wollt. Aber ich persönlich wollte hier nur sagen, wie ich das ganz gern lösen würde, weil ich persönlich lese immer wieder mal ganz gern und würde auch somit gern neue Autoren eine Plattform und auch ein Medium bieten. Ich würde das Ganze eröffnen mit einer kleinen Geschichte von mir. Das ist damals entstanden als Hintergrundgeschichte zu einem Endzeitcharakter fürs Lab. Das war damals eine Spinnerei zwischen Kai und mir. Wir haben uns überlegt, wir könnten eventuell auch mal Endzeit-Lab machen und hatten so ein paar Charaktere im Kopf, die sozusagen nur auf dem Papier existiert haben. Und dafür habe ich einfach mal so für mich, just for fun, eine kleine Geschichte geschrieben. Und das wäre meiner Meinung nach perfekt als Auftakt, dass ihr auch mal sehen könnt, wie liest Yankee eigentlich vor und ist es überhaupt geeignet für mich? Will ich überhaupt, dass der Kerl meine Geschichte vorliest? Deswegen würde ich gleich mal sagen, der einführende Text von mir dient als Exempel für all jene, die dran denken, mir möglicherweise ihr Texte zuzusenden. Und zusätzlich habe ich das kleine Intro-Video hier erstellt, damit ihr auch nochmal von mir persönlich hört, was stelle ich mir eigentlich unter Let's Read vor, wie soll das eigentlich ablaufen und was bringt mir das, beziehungsweise möchte ich da eventuell auch mal hin und wieder reinhören. Im Gegensatz zu meinen Let's Plays wird Let's Read eigentlich auch nur was sehr, nennen wir es mal, es wird eher was sein, was nicht regelmäßig veröffentlicht wird. Es wird eher so ein kleines Hobby von mir nebenbei im Hobby sein. Wenn ich mal einen Text kriege, der mir gefällt, oder wenn ich mal einer von meinen eigenen kleinen Texte, die ich schreibe, als interessant genug erachte, würde ich dann vorlesen. Das Ganze geschieht aber nicht regelmäßig wie meine tägliche Let's Play-Uploads, sondern ist eher was Sporadisches. Also wenn ihr Interesse daran habt, sendet mir gern was zu
Und ich würde es euch vorlesen, beziehungsweise ich würde es generell vertonen und nicht nur euch vorlesen, sondern alle anderen, die Interesse haben, würde euch, wenn ihr natürlich eure Internetseite habt, verlinke und selbstverständlich am Anfang auch immer erwähne. Die Kapitel würde ich dann je noch länger entweder als einzelnes Video vorlese oder ich würde ganze Kurzgeschichte oder Gedicht einfach nur als Video halten. Das ist dann nochmal individuell zu betrachten. Ich persönlich würde jetzt hier meine Geschichte wahrscheinlich auch am Stück vorlesen, weil es sollen eigentlich Texte sein, die länger als 20 Minuten sind, und wenn dann die Texte so groß sind, dass sie die 20 Minuten übersteigen, dann würde ich ganz gern pro Kapitel Video machen. Ja, da möchte ich eigentlich nicht mehr viel große Worte verlieren. Ich habe alles gesagt, was ich zu dem Thema sagen wollte. Und das kleine Intro-Video bietet uns hier nochmal die Gelegenheit zu sehen, was ist eigentlich mit Let's Read gemeint? Was will Yankee uns eigentlich hier verklickern? Es tät mich freuen, wenn auch ihr Begeisterung zeigen würdet, weil ich finde einfach, man kann nie genug lesen. Es gibt so viele wunderbare Geschichten. Und es gibt auch so viele Privatleute, die einfach so schreiben und dies verdient hätten, auch hier nochmal ihre Erwähnung zu finden. Wenn es euch gefällt, dann gebt gern ein Like, gebt gern Kommentare und schauen wir doch mal, was für großartige Geschichten im Laufe der Zeit hier zugesendet werden. Und den Auftakt mache ich dann natürlich als Exempel mit meiner kleinen Zombie-Geschichte im dystopischen Bereich, postapokalyptischen Bereich, die ich Evolution genannt habe. Viel Spaß dabei, Iron Yankee.